Also heuer haben wir wieder sehr viele mit Grabmilbe. Das ist jetzt ja anders. Und ja, der muss halt alle 3, 4 Tage behandelt werden und braucht Medikamente. Und das ist halt sehr kostspielig, das Ganze. Aber wenn man es nicht macht, ja, dann ist es vorbei. Die sind arm, aber sie werden wieder wunderschöne Igel. Da hat er jetzt wieder so einen Eiterpinkel. Den mache ich auf. Und da schießt das Eiter raus. Wow. Wow. Genau. Er kriegt natürlich vorher Schmerzmittel. Und wie alt ist der jetzt ungefähr? Hast du das Protokoll da, Birgit? Das ist ein Jungigel. Die werden alle im August, September geboren. Und seit wann haben wir ihn? Seit 19.10. Seit 19.10. ist er auf der Station. mit 333 Gramm. Ja, Schatz, ich weiß, das ist unangenehm. Aber er hat es überall. Man kann das auch teilweise gar nicht auf einmal machen, weil das ist einfach zu viel. Man macht es dann so in dem Gebiet und morgen dann in ein nächste, weil das ist schon sehr, im Grunde für ihn schmerzhaft, trotz Schmerzmittel ist das nicht angenehm. Und ja, aber für so eine Behandlung braucht man ungefähr eine Stunde. Herzlich willkommen, liebe Zuschauer. Wir befinden uns hier in Grabenstedt. Und Grabenstedt, ja, hier in Südostbayern ist Grabenstedt eigentlich schon ein Begriff, aber um einfach zu erklären, Grabenstedt liegt an der A8, von München kommen, wie von Salzburg kommen, Abfahrt Grabenstedt, ungefähr 1,5 Kilometer. Seid ihr schon in Grabenstedt. Und wir sind hier in der Ortschaft Winkel und befinden uns hier bei der Igelhilfe Grabenstedt. So, und diejenige, die das hier leitet, ich glaube, die stellt sich mal selber vor, inklusive kleinen Patienten, sehr ganz Süßes. Ja. Grüß Gott, ich bin die Frau Hüller, Elisabeth. Ich leite seit 12 Jahren die Igelstation Grabenstedt. Vorher haben wir 5 Jahre in einer anderen Igelstation gelernt und seitdem machen wir das eigenständig mit insgesamt 11 ehrenamtlichen Mitarbeitern und ja. Ja, also das ist schon mal eine Sache, 11 ehrenamtliche Mitarbeiter. Einen Hut ab, sage ich schon mal, für die 11 Ehrenamtlichen, aber ich könnte mir gut vorstellen, 11 Ehrenamtliche ist noch ein bisschen wenig, glaube ich, für den Aufwand, was ihr hier macht. Mal kurz vorweg, um dass die Zuschauer auch ein Bild bekommen. Was macht ihr hier direkt mit die Igel, die euch von, ich glaube, Südostbayern raus werden die ja überall geliefert und werden abgegeben hier. Was ist eure Arbeit? Wir nehmen den Igel auf, wir führen Protokoll, wir wiegen, wir entflohen, wir entzecken und wenn es klein sind, kommen sie auf eine Wärmflasche oder auf ein Heizkissen, weil vorher frisst der kleine Mann oder Frau nichts. Und ja, wir versorgen sie medikamentös. Ja, wir müssen jeden Tag die Schachteln sauber machen. Es wird gewogen jeden Tag, ob er auch zunimmt. Ja, und das ist also Arbeit. Wir haben übers Jahr an die 300 Igel und das ist Arbeit ohne Ende. Wir müssen alles selber den Müll entsorgen, wir müssen uns um die Zeitungen kümmern zum Auslegen der Schachteln, wir müssen die Schlafhäuser uns besorgen. Das sind Arbeiten, die wo eigentlich viele machen könnten, aber dazu brauchen wir mehr ehrenamtliche Helfer. Ja, das klingt nach einem Haufen Arbeit.
Ja, das ist aber nur der eine Punkt, die Arbeit. Das ist ja die eine Sache. Ich höre von wegen, Igel wird verarztet, wie man so schön sagt. Er wird mit Medikamenten versorgt. Der Igel bekommt natürlich auch dementsprechend Futter, was angemessen ist für die Igel. Und ich kann mir gut vorstellen, das wird ja eigentlich nicht geschenkt, sondern das muss ja auch irgendwo gekauft werden. Wer ist da eigentlich für zuständig oder wer zahlt hier? Wer hier zahlt, das sind die ersten Jahre waren wir das alles selbst, haben wir 60.000 Euro ausgegeben und jetzt gehen wir auf Spendenaufrufe, dass wir das finanzieren können und auch die Finder, die wo den Igel bringen, die sprechen wir darauf an, dass der Igel Geld kostet und wir keinerlei Zuwendung von irgendwelchen Institutionen bekommen. Und ja, wir gehen auf Weihnachtsmärkte, wir gehen auf Ostermärkte und damit versuchen wir alles zu finanzieren. Wieder einen Seppi geben Ja, das ist ein mit seinen Verletzungen. ja, Ich finde den Namen schön. ja, es hat auch jeder Igel bei uns Echt? einen Namen. Ja, ja, freilich. Weil wenn die Leute anrufen, ja, und wichtig ist auch die Protokollführung. Und die sind alle voll, die ganzen Boxen. Ja, wo, ja, Da haben wir 125 davon. die anderen, wir haben ja nur das Krankenhaus. Das ist jetzt der Seppel. Das ist der Seppal. So, Spazi. Der hat schlimme Bissverletzungen. Und die muss man halt auch dann jeden Tag nachschauen. Und der kriegt da Antibiotika und Schmerzmittel. Jetzt lass du anschauen, Schatzi. Jetzt komm. Wir haben halt ein Riesenproblem, weil im Gegensatz zum Tierarzt können wir es ja nicht in Narkose legen. Und es lässt sich keiner so gern die Wunden eben immer anschauen. Das ist ganz ein großes Problem, dass wir da nichts haben, dass die Igel einfach ein bisschen ruhig gestellt sind während der Behandlung. Da hinten, da hat er ein ganz tiefes Loch, eine ganz tiefe Bisswunde. Was haben die dann für Feinde? Hunde, Marder, Ich fahre jetzt da mit einem scharfen Löffel rein, wie der Tierarzt auch, und hole das nekrotische Gewebe raus. darfst du bitte die Leukasiekreme raus da? Das ist ganz wichtig, dass das nekrotische Gewebe rauskommt, weil sonst kann es nicht heilen. Man sieht da danke Birgit. Man sieht da vorne auf der Nase hat er auch Bisse und da überall. Und jetzt tue ich ein Desinfektionsmittel rein zum Spülen. Das kann sogar in die Bauchhöhle rein. Ja, liebe Zuschauer, da würde ich sagen, wenn ihr hier euch aufhaltet, ihr im Umkreis Südostbayern, Grabenstedt oder wo, und es ist mal irgendwo ein Markt und da solltet ihr das lesen, Igelhilfe Grabenstedt. Geht mal an den Stand und erkundigt euch und ich glaube, die Igelstation Grabenstedt, die ist hier sehr dankbar über Spenden, über ehrenamtliche Helfer. Da glaube ich, liege ich gar nicht mal so falsch. Ich glaube, die ehrenamtlichen Helfer werden unbedingt noch benutzt, weil es ist ja so, so wie du jetzt oder die Kollegen hier, ihr habt ja auch noch ein Privatleben, oder? Ja, das Privatleben wird sehr zurückgeschenkt. Also wir haben keinen Samstag, wir haben keinen Sonntag, wir haben kein Weihnachten, wir haben kein Ostern, wir haben kein Urlaub, wir haben gar nichts. Und außer Ärger mit der Familie, weil die das ja natürlich nicht so versteht, weil sie sich zurückgesetzt fühlen. Aber wir haben halt unser Herz für die Tiere verloren. Ja, und das ist schon manchmal an der Grenze. Und wie viele Stunden hängen da jeden Tag dann dran? Rund um die Uhr? Normal von 7 in der Früh bis um 12 bei der Nacht. Und wenn man Babys hat, Oh. dann alle 2 Stunden. Und wenn die Babys da sind, muss das alle 2 Stunden füttern. Tag und Nacht.
Aber wir haben auch Helfer, die noch nicht in Rente sind, so wie ich auch. Die müssen halt zusätzlich nur in die Arbeit gehen, weil Darfst auslassen. wir müssen auch Miete zahlen und Essen kaufen und alles, was der Mensch so braucht. Also wir müssen Ja, unser ja. Geld auch verdienen und das machen wir halt vor der Arbeit, nach der Arbeit. Ja, Eigentlich ist man immer im Einsatz. Samstag, Sonntag. Samstag, Sonntag, es gibt kein Weihnachten, es gibt keine Geburtstage. Jeder hat Probleme mit der Familie, weil die das natürlich nicht verstehen, dass man immer bloß, wenn eine Geburtstagsfeier ist, dann vielleicht bloß auf eine Stunde vorbeischaut. Und ja. Da sind wir gleich beim richtigen Thema. Herz an die Tiere verloren. Liebe Zuschauer, das ist wirklich so. Auch ich sage einen Appell an alle Zuschauer. Versucht irgendwo auch mal ein Herz für die Tiere zu haben. Ich habe gehört, hier zum Beispiel eine Adoption wäre zum Beispiel oder eine Patenschaft für einen Igel wäre auch eine Idee. Der Igel kostet pro Tag 1 Euro, wie man so schön sagt, wäre im Monat 30 Euro. Und ich sag mal auch ein Appell an alle Tierfreunde, 30 Euro für eine wirklich sehr gute Sache, weil ich habe hier schon mal Umschau gehalten. Die Igel, und das kann ich wirklich bestätigen, die sind hier in allerbesten Händen. Auch da wäre das eine oder andere noch Not, vielleicht es zu verbessern. Glaube ich, dass man sagt, man könnte mehr Platz gebrauchen. Und da sind wir gleich bei einem Thema. Ich glaube, da hast du noch irgendwie noch eine Idee, die vielleicht in Frage kommen würde. Wir bräuchten dringendst ein Winterquartier, weil wir müssen uns in dem derzeitigen Winterquartier kann man kein Licht sehen, oben müssen auf Knien gehen, also weil wir uns gebückt halten müssen und die Igel, wenn im Winterschlaf sind, die schlafen ja nicht auf Kommando, das dauert oft 3, 4, 5, 6 Wochen, müssen täglich nachgeschaut werden, sauber gemacht werden, das Futter hingestellt, Wasser und so weiter und das wäre halt was, wenn wir alte Tenne oder einen Stadel oder was kostenlos zur Verfügung gestellt kriegen. Das wäre ein Traum. Das wäre zum Beispiel eine Sache, Spende. Weil Spende ist ja eigentlich, viele sagen, ja, finanziell, aber ich glaube, eine Spende wäre auch so angebracht, wenn jemand sagt, ich habe jetzt irgendwo eine Scheune, die angemessen ist und da könnt ihr eure Tiere überwintern lassen, wäre jetzt zum Beispiel eine Spende, die, ich glaube, sehr gut ankommen würde hier. Ich glaube auch, also ich persönlich, ich kann leider nicht mit dienen, aber wenn ich es hätte, ich tat gerne zur Verfügung stehen, überhaupt kein Problem. Von daher auch, liebe Zuschauer, alle, die wohl schauen, auch jetzt besonders hier in Südostbayern, da tat ich wirklich mal Augen und Ohren aufhalten, wenn da einer nicht persönlich, vielleicht kennt er jemanden oder was. Wir werden daher sowieso noch die Adresse bzw. die Telefonnummer nochmal einblenden lassen, auch im Film. Da könnt ihr euch melden, was zum Beispiel Spenden angeht, was zum Beispiel auch ehrenamtliche Mitarbeiter sein könnte oder halt auch zur Verfügungstellung von irgendwo Räumen. Wie ist denn das jetzt bei der medizinischen Versorgung? Ihr holt ja eure Medizin holt ihr ja eigentlich von Tierärzten, das ist richtig. Müssen wir bei Tierärzten kaufen, haben aber mittlerweile ein Riesenproblem, weil verschiedene Antibiotikas nicht mehr rausgegeben werden dürfen. Und das Veterinäramt ist jetzt gefragt bei uns, die kommen auch zur Kontrolle, ob alles in Ordnung ist. Und ja, wir haben ein Gespräch wieder und hoffen, dass wir das zur Verfügung gestellt bekommen, also natürlich kaufen, weil wenn wir das Antibiotika nicht mehr bekommen, sind wir irgendwann gezwungen aufzuhören. Weil das geht dann nicht mehr. Ja, also ich bin da auch so der Meinung, dass diese Idee eigentlich auch verwirklicht werden soll. Man wünscht immer, gerade was Tierhelfern angeht, ich wünsche jedem Tierhelfer immer das Beste. Und das Beste wäre für euch ja auch, dass von außen weg, also das heißt ja auch von Behörden, ihr habt ja auch mit Behörden zu tun. Also liebe Zuschauer, hier geht das nicht irgendwo einfach so zu, sondern hier sind Behörden auch im Spiel. Und da, es geht alles reell dazu. Innenparasiten spritzen, weil die husten dann und die Lungenwürmer, die fressen die Lunge auf. Und wenn ein Igel hustet, dann ist er sehr verwurmt. Der man erst einmal wiegen. Ja.
Der hat jetzt 333 Gramm. Genau, und der kriegt jetzt eine Spritze. Das muss man nach dem Gewicht dosieren, ganz genau. Spazi. Ja, ich halte ihn dann alle da ein bisschen und da spritzt man dann rein. Da haben wir ein Ja, einmal schwarz. Und dann kriegen sie noch Vitamine dazu. Weil das sind ja lauter kleine Igelchen, die sehr geschwächt sind. So, das werden wir jetzt da spritzen. Ja, ist schon gut. Gell? Ist schon gut, ja. Das muss man ganz langsam spritzen, weil das ein bisschen zwickt. Ja. Gell? Ja, das sagst du auch. Ja, Schatzi, wir haben es gleich. Ja, bist ja so tapfer, gell? Ja, so tapfer bist du. So. Und das muss man halt bei jedem Igel machen. Da kriegt jeder Igel 5 Spritzen, wenn er ansonsten ganz gesund ist. Und wenn sie verletzt sind oder noch weitere Parasiten haben, dann gibt es halt noch weitere Spritzen und Medikamente. So, dann kannst du wieder da reinspritzen. Ja, was auch ein Riesenfeind ist für den Igel in der heutigen Zeit, ist der Rasenroboter, weil der fährt über den Igel drüber. Die Leute behaupten immer, das stimmt nicht, aber es ist so. Die kommen abgemäht daher. Auch die Rasentrimmer, die sind aufgeschwitzt seitlich am Bauch und überall, weil die haben dann auch unter der Hecken drinnen, die Igel. Und da rennt der mit seinem Rasentrimmer rein und der Rasenroboter, der fährt voll drüber. Das haben wir jedes Jahr und es glaubt uns aber keiner. Das ist das Problem. Nasen nachher weg und. Ja, die Nasen weg, Ja, haben wir schon hat nur noch das Nasenbein raus, der ist jetzt wieder in Freiheit, den haben wir retten können, aber die Leute, das ist Wahnsinn. Genauso diese Steinwüsten, was es jetzt gibt, kein Insekt kann sich da mehr halten. Genau, kein, die Steingärten, wo kein Ja. Gras nichts mehr wächst. wächst. Ja, das ist der Wahnsinn. Oder auch, nirgends der Laubhaufen liegen, wo sie Käfer drunten halten würden und vermehren, die wo der Igel braucht. Oder Totholz, das sind lauter so Sachen, nur kann ja jeder in seinem Garten eine Ecke machen, wo er einen Laubhaufen und mit Totholz und so macht. Und da war dem Igel schon so viel geholfen, das ist der Wahnsinn. Aber das will keiner, alle wollen englische Gärten oder Steinwüsten. Oder ein Golfplatz. Genau, genau. Sondern die haben ja, so wie ich rausgehört habe, einen gewissen Speiseplan. Was kannst du denn darüber sagen? Was haben die Igel, wie oder womit werden die gefüttert? Ja, der Igel ist eigentlich Insekten- und Fleischfresser, aber in der Gefangenschaft sieht das oft ganz anders aus. Wir füttern Rührei, Mozzarella, Katzenfutter, Geflügel, Hähnchenflügel, gebraten, gekocht. Es hat jeder seine Vorliebe, was er frisst, und wir sind froh, dass er frisst, weil wenn er nichts frisst, dann müssen wir füttern, und füttern ist zeitintensiv. Ja, zeitintensiv und auch natürlich, auch da ist wieder eine finanzielle Geschichte, wie ich sage, das muss besorgt werden. Ja, liebe Zuschauer, was Futter der Igel angeht, da sind diese Spenden, also die Geldspenden werden natürlich hier herzlich angenommen, weil doch die Fütterung hier vom Haus aus am besten eingeschätzt werden kann. Was kann der Igel, was darf er haben, was muss er haben. Es wäre jetzt eine Sache, da ist wieder diese Geldspende wieder angesagt. So, wir waren vorhin noch mal bei dem Thema Unterbringung, Winterschlaf und Winterunterbringung. Es wurde ja gesagt, ein Stadel beziehungsweise es kann auch ein Gewächshaus sein oder irgendwo. Das Ganze wäre vielleicht eine Geschichte, sagen wir mal ortsnah hier von Grabenstedt, sagen wir mal zwischen 5 bis 10 Kilometer, sagen wir mal, Umkreis. Wenn da jemand wäre und sagte, ja, ich habe da vielleicht einen kleinen Raum, ich habe da vielleicht ein Gewächshaus, ich habe vielleicht eine Scheune da stehen, sich gerne hier mal melden hier bei euch. Auch da sage ich dazu, die Adresse bzw. Telefondaten, die werden wir nachher noch einblenden im Film. Das wird nochmal genau
dargestellt, wo sie sich melden können. Ich glaube, hier am Haus ist, glaube ich, wohl immer einer erreichbar, oder wie ist das hier? Ja, ich glaube schon, ne? Ja. Also nach dem, was ihr sagt, ihr seid ja so von 24 Stunden, ja sagen wir mal 23 Stunden ja hier locker beschäftigt mit den Tieren. Auch da möchte ich nur kurz sagen, das ist der Sinn der Sache, ehrenamtlich, dass man doch schon mal auch abwechseln kann, beziehungsweise schichttechnisch, auch dass euer Privatleben auch noch ein bisschen geschont wird und wirklich die ehrenamtlichen Helfer, die hierher kommen, was haben die zu tun oder was müssten die machen, euch da zu unterstützen? Es gibt verschiedene Sachen. Das ist einmal, dass man die Igel sauber macht, das Zeitungspapier raus, Neues reinlegen. Es ist Igel füttern, ist eine Option. Es ist Winterschlafhäuser machen, es ist Schlafhaus für den täglichen Gebrauch zu machen. Es gibt so viele Möglichkeiten und wir nehmen auch, es sind auch sehr gerne ältere Menschen, die haben Zeit und haben Geduld und wenn die einmal in der Woche für 2, 3 Stunden kommen, das wäre ein Traum. Da wäre mir schon wäre uns sehr, sehr geholfen. Ja, ich glaube, das ist gar nicht mal so ganz übertrieben, das Ganze, wo ich sage, ich glaube, es werden auch gerne auch ehrenamtliche Helfer, die vielleicht schon im Ruhestand sind und die sagen, irgendwo eine Beschäftigung hätte ich gerne nochmal gehabt. Das wäre was für mich. Liebe Zuschauer, überlegt euch, gerne hier melden, die Igelhilfe in Grabenstedt. Nochmal auf die Arznei zu kommen. Ihr braucht ja auch da irgendwo auch eine gewisse Unterstützung. Ich habe gehört mit Antibiotika und so weiter, dass ihr da Probleme habt. Inwiefern könnte man euch denn da jetzt, was Spenden angeht, wie kann man da euch noch unterstützen? Ja, es ist das Problem, dass der Tierarzt das nicht mehr rausgeben darf. Ja, also geht es über den Veterinär. Da haben wir wieder ein Gespräch, dass wir an die Medikamente kommen. Ob das klappt, wissen wir nicht. Aber es sind so viele andere Medikamente, wie zum Beispiel Surolan, ist ein Begriff, wenn jemand eine Katze hat, oder Lavanit, das ist ein Begriff, wenn man für Desinfektion, so Sachen, Beta-Isadonna, es gibt so viele Ballistolspray, so viele Sachen, wo es jemand spenden könnte. Das, wo wir auch wirklich gebrauchen. Also, das ist wieder eine Sache, wie gesagt, auch da in dieser Richtung bitte, wenn es die Möglichkeit gibt, da irgendwo spenden, zu helfen, gerne, sehr gerne. Also ihr hört, es ist einiges hier, was hier noch im Argen ist. Es ist einfach Punkt 1 die Hilfe, Punkt 2 die finanzielle Hilfe und ich glaube, der dritte Punkt wäre dann halt die Unterbringung auch, ob da noch was gemacht werden kann. Ja, liebe Zuschauer, also für mich war das hier schon mal ein sehr guter, ja, eine Sache, wo ich sage, es ist das erste Mal bei mir, dass ich das jetzt hier so ein bisschen auch mit kommentiere. Ich sehe jetzt zum Beispiel hier auch bei mir die Unterbringung. Es ist ja wirklich alles die Schachteln zum Beispiel, wo die Igel drin sind. Das sind nicht irgendwo Schachteln, weil ich sehe hier eigentlich zum größten Teil große Schachteln. Das heißt ja wiederum, der Igel, die Unterbringung, wenn der hier ist mit 30 auf 30 nicht getan. Wo ich sage, der ausgewachsene Igel, wie viel Platz braucht er? Der braucht 1 Quadratmeter, laut Gesetz 1 Quadratmeter. 1 Quadratmeter. Und 1 Quadratmeter hier, sage ich mal, das ist schon viel, wo ich sage, das ist schon eine Menge. Also von daher wäre schon wirklich angebracht, auch doch außerhalb irgendwo noch eine Unterbringung zu haben, wo Platz ist. Also das ist schon fast dringend, wenn man so schön sagt. Wenn da jemand ist, bitte, bitte. Da wären die Menschen hier sehr dankbar. Ja, wir von der Janka Filmschmiede zum Beispiel, muss ich auch noch kurz mal dabei sagen, die Janka Filmschmiede, liebe Zuschauer, nur zur Information, es wird hier kein Profit geschlagen. Nein, dieses hier, was wir machen, die Werbung, das ist eine Werbung hier für diese Igelhilfe und für das ganze Tun und Machen, was ihr macht, haben wir gesagt, das ist auch nur eine kleine Gabe, die wir sagen, das ist für euch, um dass ihr ein bisschen bekannt werdet. Wir werden uns auch in Zukunft weiter bemühen. Wir werden ab und zu auch mal wieder reinschauen und fragen, wie es ist und ob was gegangen ist. Und wenn nicht, werden wir vielleicht nochmal uns in dieser Richtung auch nochmal wieder bemühen und natürlich kostenlos, ist klar. Also, da sind wir nun die allerletzten.
der Kameramann, der Helmut und ich auch, wir sind beide Tierfreunde, wir haben selber auch Tiere und interessieren uns für sowas. Also das ist jetzt sozusagen für uns eine Gabe, für euch erst einmal, dass ihr bekannt werdet. Nur kommen wir noch ganz ziemlich zum Schluss, sind wir ja schon bald. Zum Schluss noch mal ganz diese Institution, das ist ja hier Igelhilfe Grabenstedt, aber das läuft ja noch irgendwo über eine größere Sache. Da habt ihr ja noch sozusagen eine Hauptstelle, die wäre? Ja, das ist das Verein Tierhospiz Hof Elise. Der Sitz ist in Ortenburg und wir werden aus Außenstelle geführt, weil viele Menschen wollen für das Geld, was sie spenden, eine Spendenquittung. Und wir können selber keinen Verein führen, weil wir gar nicht die Leute dazu haben. Die machen uns die ganze Buchhaltung und am Jahresende kommen die Spendenquittungen zu uns und wir schicken die dann weiter an die Leute. Und das geht nur auf diesem Wege. Und wir kommen damit sehr gut zurecht und es klappt alles prima. 232 Gramm. Mei, ist das wenig. Was ist das gehört, Ignaz? Und die sind lauter so, Zecken, das sind Zecken. Die tue ich ihm jetzt dann und die Flöhe. Da gibt es das gute Ballistolspray. Und 232 die Zecken machen wir raus. ist das Ballistol, ich kenne das, ist ein normaler Waffen, oder? Ist aber am besten für Zecken, oder wie? Oder? Und für Flöhe. Für Flöhe und Zecken, ja. Ja, die Flöhe ersticken und die Zecken sterben ab. Und ist hautverträglich. Nein, Nachbarskind. Ach so. Darfst du ruhig zuschauen, Ignaz? komm nur her. Ich muss allerdings dazu sagen, ich habe ganz viel. Ich bin schrecklich, gell? Wenig Zeit. Wenig Zeit. Um 5 ins Konzert noch übersee in Kirchmassen. Es hat ein bisschen Angst, Ja, gell? das ist normal. Aber das ist gegen das Ungeziefer, weißt du? Bist du einer ohne Floh? Das gibt's nicht. Hab's nichts weg, gell? Ja. Was ist jetzt? Ja, Ach Gott, was hat er da? na, das weiß ich noch nicht. Verbissen oder was, keine Ahnung. Schaut sie mal wieder mal angeschaut. Ja, so lieb schon. Spitze. Sie haben ja auch noch so einen kleinen da. Ein Männlein Ist ein Mandel. ist ein Mandel. Mensch, Ignaz, was sagen wir jetzt zu dem Kleinen? Ha, wir haben uns schon überlegt beim Herfahren, wer der heißt. Auf der Front. Nein, er heißt der Ignaz. Und dann nehmen wir ihn so, Ja, oder? darf ich Ja, also. Was der Zecken hat. Ja, das ist nicht viel. So, liebe Zuschauer, und wie ihr seht, jetzt haben wir uns vermehrt. Ja, und zwar haben wir noch jemanden da sitzen und ich habe das gerade rausgehört, du bist so ja, mehr der Nachtmensch, wie vorhin gesagt worden ist. Du bist eigentlich mehr so, was die Nachtschichten angeht, hier um die Versorgung der Igel. Magst du den mal ganz kurz vorstellen? Hallo, ich bin die Birgit. Die Birgit, genau. So, und die Birgit ist hierfür zuständig, die macht hier zum Beispiel die Nachtarbeit. Und ich glaube, das ist für dich auch eine große Hilfe, wo ich sage, dass du irgendwann auch mal sagst, oh ja, jetzt brauche ich meine Ruhe auch mal. Das ist auch ja verständlich. Und ich sage auch von hier aus, also Hut ab, das ist auch du, dich da so viel Zeit investierst. Auch ich denke mal, du hast ja ein Privatleben auch und ja. Aber auch das Herz schlägt für Tiere und das ist, finde ich, schön. Gut, ich würde sagen, in diesem Sinne, alle wichtigen Daten, die wir noch brauchen, werden eingeblendet im Film, inklusive Igelspendenkonto, Telefonnummer. Und wir hoffen alle zusammen hier in Grabenstedt, dass doch eine rege Beteiligung und auch einiges an Spenden eintrifft. Wie gesagt, für jeden Cent sind wir dankbar. In diesem Sinne, eure Igelhilfe Grabenstedt inklusive Janka Filmschmiede. Dankeschön für das Interview. Ja, bitte, sehr gern.